Hallo, schön, dass Sie mir wieder folgen. Ja, ich begrüße Sie heute aus Bocklemünde und das hat einen ganz bestimmten Grund. Ich begrüße Sie zur Folge, wie der Friede nach Köln kam. Frieden? Köln hat einige Kriege miterlebt, als da waren zu Zeiten der Ubier, der Kampf der Ubier und der Franken, als es um das Germanische Reich ging. Wir hatten Stress mit den Franzosen, wir hatten den 30-jährigen Krieg in Beteiligung mit den Preußen, als es gegen Belgien ging. Wir hatten den Ersten Weltkrieg und wir hatten den Zweiten Weltkrieg. Heute geht es um den Zweiten Weltkrieg und da spielt Bocklemünde eine ganz große Rolle. Am 4. März 1945 gaben die Nazi-Bonzen für Köln noch den Kampf bis zum letzten Mann und zur letzten Patrone aus. Der Feind war gewarnt. Spione hatten ihm das natürlich mitgeteilt. Und somit hatte der Amerikaner, und das war die 8. amerikanische Armee, die hier auf Köln zumarschierte, natürlich gehörigen Respekt vor allem, was hier passiert. Ich befinde mich hier auf der Venloer Straße, oder ich sage jetzt mal für Bocklemünder Verhältnisse auf der ehemaligen Venloer Straße, weil die Venloer Straße ging damals hier herunter in die Stadt hinein. Und genau hier herunter ging der Amerikaner vor. Und Bocklemünde war sozusagen die erste Station, die er am 5. März 1945 erreichte. Aus Gebäuden wie diesen setzte man sich gegen den Amerikaner zur Wehr. Wer setzte sich zur Wehr? Hitlers letztes Aufgebot. 1945 bestand aus Volkssturm, aus ehemaligen Polizisten, aus Leuten aus dem Lazarett und versprengten Soldaten, die im Einzel- und im Häuserkampf versuchten, den Amerikaner hier in Bocklemünde als erste Station von Köln fernzuhalten. Die heftigste Gegenwehr schlug dem Amerikaner aus solchen Gebäuden wie diesem hinter mir entgegen. In solchen Dachgeschossen versteckt saßen Männer mit Panzerfäusten und Scharfschützen und MG-Schützen. Und das Ganze, was man dazu sagen kann, war Häuserkampf bis aufs Derbste. Auch wenn diese Leute, die sich hier für Köln zur Wehr setzten, nicht so ausgebildet waren. Und Gott sei Dank haben sie es auch nicht geschafft. Das muss man immer dazu sagen. Aber hier Bocklemünde, am 5. März 1945, war die erste Bastion gegen den angreifenden Alliierten. Sollen wir es mal so sagen? Sagen wir es mal so. Auf dem Weg zur Befreiung von Nazi-Deutschland. Wie ich eingangs sagte, war dies, wo wir jetzt diesen Fahrrad- oder Gehweg sehen, damals die Verlängerung der Venloer Straße in Richtung Köln-Bickendorf und somit in Richtung Köln-Innenstadt, Richtung Rhein. Das war der Weg, den der Amerikaner ab dem 6. März morgens genommen hat, um Köln von Nazi-Deutschland zu befreien. Im März 1945 glich Köln einer Geisterstadt. 3 Jahre lang Bomben auf diese Stadt und dann der Angriff der Alliierten, sprich der 8. amerikanischen Armee, über Bocklemünde Richtung Innenstadt, taten ihr ihriges dazu, um aus Köln eine große Ruinenstadt zu machen. Ruinenstadt, gespickt allerdings mit Heckenschützen und Hitlers letztem Aufgebot, das ich vorhin erwähnt habe. Die meisten Kölner waren zu dem Zeitpunkt schon evakuiert. Evakuiert in der sicheren Zone und das war drüben auf der Schelsig in Deutz. Hier befinden wir uns jetzt Mitte Venloer Straße auf dem Weg in die Innenstadt. Wir kommen gleich in die Komödienstraße, wo sich das letzte Drama des Kampfes um Köln abspielte. Ich befinde mich hier in der Komödienstraße. Hier fand am 6. März 1945 das letzte große Drama im Kampf um Köln statt. Und zwar hat sich einer der letzten deutschen Panzer
hierhin vorgewagt, um als letzte Bastion vom Dom den Amerikanern noch zumindest eine Zeit lang aufzuhalten. Der Panzer schoss einen amerikanischen Sherman ab. Die Amerikaner zogen sich daraufhin ganz kurz zurück und kamen dann selber mit 3 bis 4 Panzern hierhin und haben den deutschen Panzer abgeschossen. 3 der Insassen konnten aus dem Panzer fliehen, wurden aber dann von amerikanischen Maschinenpistolen niedergemäht und der Panzerkommandant des deutschen Panzers verbrannte in seinem Panzer. Aber danach war der Weg bis zum Rhein frei. Am 6. März 1945 um 17 Uhr rum war der Kampf um Köln vorbei. Die deutsche Wehrmacht war geschlagen, Nazi-Deutschland, zumindest für die Kölner, besiegt. Schön, dass es so ist. Ich freue mich, dass Sie mir heute durch diese Folge nachgegangen sind. Dass Sie mit mir versucht haben, die Geschichte Kölns nach dem Zweiten Weltkrieg oder gegen Ende des Zweiten Weltkriegs eher gesagt mitzuverfolgen. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht und ja, lehnen Sie sich wieder schlafen.